Guten Morgen, herzlich willkommen beim Tagebuch mit dem Johannes Wirth. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterwochenende gehabt. Wir sind wie gewohnt zurück in unserem Livestream. Das ist schon unsere 5. Sendung, die wir jetzt zusammen durchführen. In dieser halben Stunde bis um 10:30 habt ihr wieder die Möglichkeit, über Facebook oder YouTube eure Fragen direkt zu stellen. Und dann bekommt ihr auch gerade hier live vor der Kamera Antworten von Johannes. Aber zuerst wenden wir uns natürlich, wie ihr es ein bisschen kennt, ein Tagebuch zu von Johannes Wirth. «Die Not vor meinen Füßen» ist der Titel, den du gesetzt hast. Wir sind gespannt, Johannes, was du erlebt hast. Ja, danke vielmals. Du machst es immer so gut, Flo. Ja, auch deine Fragen sind gut, aber ich könnte selber Fragen stellen natürlich. Ja, ich muss gerade loslassen, weil ich habe doch einiges in meinem Tagebuch inne und mein Tagebuch ist nicht sehr romantisch. Es ist kein Frauentagebuch, es ist ein Mannentagebuch. Aber lassen wir los. Tagebucheintrag vom Mittwoch, 31.03. Am letzten Sonntag Predigt in der GVZ Zürich-Oberland. Anschließend im Foyer läutet das Notfalltelefon der Quellenhof-Stiftung. Ich habe Picke. Eine aufgelöste Mutter war dran, ob sie mit Sohn Peter und Anhang vorbeikommen könne. Es herrsche Chaos, alle würden weinen, Suizidgefahr. Ich fuhr nach Hause und da kamen sie zu viert. Meine Frau und ich hörten uns die Situation an. Was für Ratlosigkeit, Nöte, Verzweiflung, Abgründe taten sich da auf. Wir konnten die Situation beruhigen. Ich werde versuchen, über die Quellenhof-Stiftung Wege zu finden. Wie viel Not gibt es auch um uns her? Zerbrochene Familien, leidvolle Beziehungen, Depressionen. Dazu kommt Corona verstärkt, die Volkskrankheit Einsamkeit. Weiter aus meinem Tagebuch. In den letzten Tagen begegnete ich auf meinen Spaziergängen im Park mehrmals zwei verschiedenen Männern. Beide signalisierten direkter oder indirekter, dass sie sich allein fühlten. Der eine aus unserer Church nach zerbrochenen Beziehungen, der andere aus der Nachbarschaft nach Todesfällen der Familie. Nach der zweiten, dritten Begegnung habe ich sie auf nächste Woche zum Mittagessen zu uns nach Hause eingeladen. Das erinnert mich an eine Frau, die ich im Sommer im Park ansprach und sie fragte, wie es ihr gehe. Ich hatte sie ebenfalls zum Mittagessen eingeladen. Daraus entstand eine regelmäßige Beziehung zwischen ihr und meiner Frau Erika. Wie viel Not gibt es im Leben von Menschen? Not, wo nicht weiter weg ist als vor deinen und meinen Füßen. Manchmal ist sie ganz offensichtlich und manchmal ist sie überdeckt, verkappt, versteckt. Jesus hat offene Augen gehabt für die Not der Menschen. Obschon er viel beschäftigt war, hat er immer wieder angehalten. Ich denke an die Frau am Brunnen von Samaria. Ich denke an den Mann, an den kleinen Jericho. Auf dem Baum oben hinter den Blättern hat er sich versteckt, aber Jesus hat ihn gesehen. Ich denke an den blinden Mann am Wegrand, der mich schon als Bub in der biblischen Geschichte so fasziniert hat. Jesus hat Zeit gehabt für Menschen, die ihn gebraucht haben. Das führt mich zu zwei Arten von Menschen, die mir jetzt zuhören. Zu welcher Art gehörst du? Mit dem Bein auf der Sonnenseite vom Leben stehend. Was machst du dann mit der Not vor deinen Füßen? Hast du Zeit dafür? Haltest du an? Oder bist du versunken in deine eigene Sache? Oder fühlst du dich irgendwie minderwertig und denkst, was wollte ich schon? Mich will eh niemand, ich kann niemandem helfen. Freund, es braucht so wenig. Es braucht manchmal nur offene Augen und ein Stehenbleiben und ein ehrliches Fragen, wie geht's? Und so, wenn ich das tue, erlebe ich immer wieder, wie auf die einzelne kleine Frage plötzlich ein Schwall von Lebensgeschichte auf mich hochkommt. Und das Einzige, was ich dann noch muss, ist geduldig zuhören und vielleicht am Schluss fragen,
kann ich für sie beten. Vielleicht gehörst du aber auch zu einer anderen Gruppe von Menschen, zu denen, die Not haben. Im Moment gerade eine persönliche Not oder in einer Einsamkeit drin sind. Und du getraust dich gar nicht, jemanden um Hilfe zu fragen. Das ist ja typisch schweizerisch. Dass man ja niemanden bedrängen oder stören will. Möchte ich ermutigen. Das Schamgefühl, dass niemand will, mich zu überwinden und jemandem anzurufen, den du kennst und zu sagen, hey, ich brauche dich. Vielleicht kommt dir niemand in den Sinn, dann schreib ein Mail an livenet.ch. Sie haben Menschen, die dich gerne zuhören, auch Seelsorger. Ich habe gehört, bis zu 40 ehrenamtliche Leute, die da zur Verfügung stehen. Versuch's. Bleib nicht allein. Zieh dich nicht zurück. Zurück zu meinem Tagebuch, Donnerstag, 1.4. Gestern war ich mit Peter, dem Mann vom Sonntag, beim Sozialdienst unserer Stiftung. Es ist eingefädelt, dass er in der Hauswartung eine Schnupperwoche 4 Stunden je Tag antreten darf. Wird er es packen? Und am Abend 4-Abend-Bier-Einladung für junge Männer aus dem Town Village auf meiner Terrasse. Auch hier Menschen zusammenbringen. Tagebucheintrag vom 3. April. Vor 2 Tagen ein Facebook-Post von mir mit den simplen Worten Impftermin gebucht. Dass ich damit eine Lawine lostreten würde, damit hatte ich wirklich nicht berechnet. 64 Reaktionen, 65 Kommentare. Die positiven überwiegen, aber die anderen? Warum meinen Christen, sie müssten mich dermaßen intensiv bis aggressiv mit ihren Negativtheorien beglücken? Klar, sollen sie mir ihren Entscheid mitteilen. Ich respektiere ihre ganz persönliche Entscheidung, egal wie sie ist. Doch warum sind einige dermaßen vom missionarischen Verschwörungseifer getrieben? Ja, leider ging es bis zu Beleidigungen. Eine Frau schrieb, ich bin traurig über deine Entwicklung. Beide schrieb sie, früher hätte sie bei mir ein Feuer für Jesus gespürt. Heute sei es nur noch ein intellektuelles Denken über Gott. Sieht sie mein Herz? Ist das Jesus-like? Klar, ich kann mit dem umgehen. Und zwar gut. Und doch sitze ich wieder einmal da und bin erschüttert. Für was und wie ein Teil der Bodentruppe von Jesus Energie investiert. Mein Titel heute heisst Not vor meine Füße. Die Rechthaberei-Diskussionen, angetrieben von Corona-Missionseifer, ist auch eine Not. Eine Not, die vor meinen und vermutlich auch vor deinen Füßen liegt. Und was machen du und ich mit dieser Not? Unternehmen wir etwas dagegen? Sind wir Friedensstifter? Oder gießen wir noch Öl ins Feuer? Noch ein letzter Tagebucheintrag. Ostersonntag. Ich werde zu einer Familie, die in großer Not ist, gerufen. Häusliche Gewalt. Fühle mich hilflos. Trotzdem war ich dort. Und das war gut. Not vor meine Füße heisst der Titel. Wie viele Facetten hat die Not? Not vor deinen Füßen. Wie viele Facetten kann die Not haben? Merci vielmals, Johannes. Da ist sehr viel drin, auch einiges an Zündstoff, sage ich jetzt einmal, wo du da Sachen ansprichst, die wirklich emotional waren in den letzten Tagen. Gerade wenn ich an die Lawine denke, wo du es ist gesehen, wo der hat über die Impfung noch mal etwas gepostet. Aber das, was stärker
zum Ausdruck kommt, ist ja wirklich das mit der Not, wo du da betonst, wo können wir dort direkt drauf eingehen. Und ich tue mich jetzt gerade beziehen auf das, was im Buch dazu auch noch schreibst, weil das finde ich, das Kapitel 11 ist da sehr hilfreich. Zuerst aber machen wir gerne noch einmal den Hinweis und die Einladung an euch alle. Tut doch gerne mitdiskutieren, eure Gedanken reingeben, eure Fragen direkt jetzt in den Kommentaren reingeben auf Facebook, auf YouTube und dann kann der Johannes sehr gerne darauf eingehen. Bis jetzt haben wir erst eine Frage bekommen, die können wir ja noch vorher wegnehmen, bevor es richtig dann noch einmal tief wird, Johannes, nämlich Tee oder Kaffee, hat da tatsächlich jemand gefragt, Daniel Brunner. Das ist auch eine wichtige Frage. Und ich sage Daniel, lieber Daniel, Wasser heute. Okay, ich bin tatsächlich beim Tee, also, aber häufig könnte diese Antwort stimmen. Bei mir, Kaffee ist auch sehr hilfreich, manchmal im Alltag, nicht wahr? Aber jetzt kommen wir zum anderen, nämlich Kapitel 11, wo du hast den Titel gesetzt, Einsamkeit und die Antwort der Kirche. Ein Thema, das dir ja wirklich stark auf dem Herz brennt, das hat man auch jetzt wieder gemerkt. Auch mit dem, was du einleitest und auch gesagt hast, Corona verstärkt das mit der Volkskrankheit Nummer 1, Gesellschaftskrankheit Nummer 1 von der Einsamkeit. Kannst du vielleicht dann noch mal ein bisschen darauf eingehen, was sind so wirklich Antworten, die die Kirche bieten kann? Die erste Antwort ist, die wir selber bieten können, so wie ich vorhin gesagt habe, ein ganz einfaches Ansprechen von jemandem im Park oder auf der Straße, wo man sieht, ist immer wieder am gleichen Ort, sitzt immer gleich auf dem gleichen Bänkchen. Aber als Kirche haben wir ja eine gewaltige Sache, das sind unsere Small Groups, oder? Und unsere Small Groups, und wir können Menschen mit einladen, mit uns und anderen Gemeinschaft zu haben. Leider entdecke ich heute, dass viele nicht mehr parat sind, die gemischten Small Groups oder Hauskreis zusammenzuziehen, sondern einfach ihre Peer Group, die sie auswählen. Und das ist es dann. Und damit verpassen es Menschen, die sich einsam fühlen, eine Heimat zu geben. Darum möchte ich euch ermutigen, wirklich auch da drin Menschen mit einzunehmen und verbindlich selber in so einer Small Group zu sein. Genau, und da schreibst du, dass häufig dann auch, Leute, eine Art, Ausrede ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Argumente, die ins Feld geführt werden, ja, ich brauche mal Zeit für mich, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, möchte halt lieber mit Menschen zusammen sein, wo es gäbiger ist fast ein bisschen, oder die ein bisschen auf meiner Wellenlänge sind. Das ist eigentlich das, was du nicht so einfach gelten, oder? Im Prinzip. Nein, ich verstehe, dass es Enttäuschungen gibt in Small Groups, in Hauskreisen. Denn überall, wo man in einer Gemeinschaft zusammen ist, kommt Enttäuschung. Aber ich ermutige mich, die Enttäuschung zu überwinden und eben das zu machen, was Jesus gemacht hat. Jesus war auch mit 12 unterwegs gewesen, mit 12 zusammen gewesen und die sind auch bunt gemischt gewesen. Das ist auch schwierig gewesen. Das hat auch genervt. Das hat auch Kämpfe gegeben. Wer ist der Erste? Und so weiter. Da hat es einen Verräter dabei gehabt. Aber Freunde, als Kirche, wir müssen unbedingt etwas tun gegen die Einsamkeit. Und da langt es nicht, dass man die gleiche Kirche nebeneinander sitzt am Sonntag. Sondern da braucht es verbindliche Gemeinschaft. Da möchte ich euch ganz, ganz fest ermutigen. Mhm. Das ist etwas, ein Kämpfen dafür. Und mich selber eingeben seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ich kann mich auch besinnen, in einer der ersten Sendungen, die wir hatten, wo die Pandemie neu war, bist ja du viel in den Live-Net-Talks dabei gewesen, Johannes. Und dort hast du auch mal gesagt, wenn jetzt du noch keine Freunde hast und merkst, eben, wie du vorhin auch hast gesagt, bei den Tagebucheinträgen, dann melde dich und sag, ich brauche dich oder ich brauche Hilfe. Also häufig steht dem da der Stolz auch im Weg, oder? Heutzutage. Ja, zwei Sachen. Es ist einerseits der Stolz, aber vielleicht auch die Scham. Oder das Gefühl, ich werde abgelehnt, mich will niemand. Das ist so die Scham, oder? Dann gibt es noch etwas, auch in einer Not drin ist, gibt es Leute, die sich zurückziehen, zum Beispiel von ihrer Kirche, zurückziehen aus ihrem Hauskreis, Small Group, und das ist genau das Verkehrte. Dann brauchst du die Kirche, dann brauchst du die Small Group. Und wenn du noch nicht in so einem Kreis bist, dann melde dich in einer Kirche an.
und frage, hat es noch Platz für mich? Mhm. Ja, genau, merci vielmals. Und wir haben einfach so ein paar Bildchen wieder zugeschickt bekommen. Sieglinde, Almeida, merci vielmals für das Grüßli. Und das Zweites, aber sehr gerne würden wir auch Fragen direkt beantworten. Also wenn ihr noch etwas wollt wissen, auch gerade zu diesem anderen Themenbereich, wo ja wirklich das jetzt ist, wo Zündstoff birgt, das merkt man an den Reaktionen immer wieder, da möchte ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, wo du auch hast vorgelesen von dieser Frau, die nachher ja, sehr direkt auch die angegangen ist. Und du schreibst in deinem Buch auch über die geistlichen Wellen, über die verschiedenen Theorien, Endzeitbewegungen, alles Mögliche, was du schon erlebt hast, Grace-Evangelium, Heilungsbewegung. Im Moment eben ist das Corona so, wo vieles hochholt, wo viele Leute geschlummert hat schon lange. Wie ist das für dich, jetzt gerade mit dieser Welle umzugehen? Es ist schwierig. Ich finde es schwierig, weil Christen oder ein Teil der Christen so viel Energie da drin gehen und so einen missionarischen Eifer entwickelt. Gegen. Ich bin nicht gegen, ich bin nie gegen, ich bin immer für. Und ich versuche meine Energie nicht in solche Randfragen, für mich Randfragen zu investieren, sondern eben das Evangelium von Christus zu erzählen und zu ermutigen Menschen. Ich ermutige auch Menschen, wenn sie sagen, ich will mich nicht impfen lassen, dann sollen sie nicht impfen lassen. Meine neueste Version, was ich jeweils sage, wenn die Diskussion drauf kommt, um wieder die Diskussion an anders Ort hinzusteuern, sage ich, schau, beides braucht der Herrgott. Mit Impfung und ohne Impfung. Wir alle brauchen den. Genau. Und du hast eben auch beschrieben, über all die Jahre, wo du hast Kirche gebaut, ist das ja gang wieder jemand vorgekommen, dass viele Leute sind plötzlich auftaucht und haben gesagt, hey, ich habe es jetzt entdeckt, das ist im Fall das Wahre und nur noch das müssten wir eigentlich jeden Sonntag bringen. Was tust du auch vielleicht Pastoren, Kolleginnen dort hier empfehlen? Wie kann man mit so etwas umgehen? Schlimmste ist, wenn man das abspricht. Wenn jemand kommt von einer Konferenz oder von etwas Neuem, wo jetzt wieder drin ist, eine neue Welle, wenn man das abspricht, weil was jemand erlebt hat, hat er erlebt. Was ich mache, ist, ich sage, los, das ist wunderbar, wenn du das erlebt hast. Jetzt schauen wir mal, was die Langzeitwirkungen sind davon. Hast du Jesus lieber? Dienst du ihm mehr? Merke ich, aus deinem Leben herausfliessen die Gifts, die Geschenke vom Heiligen Geist, die Früchte wachsen aus Liebe, Einheit, Keuschheit, wächst das raus. Weil Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ob etwas echt ist oder nicht, ob etwas eine gute Sache ist oder nicht, das zeigen die Früchte. Und die Früchte brauchen Zeit und darum warten wir mit Verurteilen. Und sagen den Menschen, ich will warten, bis ich die Früchte sehe. Wenn die Früchte nachher nur Diskussionen sind, wenn die Früchte nur Streit ist, Spaltung ist, dann lehne ich es nachher ab und sage, das ist nichts für mich. Das bringt nicht die Früchte, die Jesus erzählt hat. Wenn aber eben Liebe und Einheit und Frieden daraus rauskommt, hey, dann brauche ich das auch. Dann wollte ich von dieser Person und von dieser Richtung lernen. Okay, sehr spannend. Und wirst du wieder, wenn jetzt so in die Richtung, sagen wir, Thematik Impfen, das ist jetzt eins gesehen, würdest du wieder wie es wagen, etwas einfach so zu posten wie dort, wir haben jetzt einen Termin oder so, oder weißt du, dass deine Handlung dort hier sozusagen beeinflussen, dass du dann sagst, ja, komm, vielleicht tue ich gar nicht mehr aktiv über das reden. Weißt du, sollten wir gar nicht so aktiv die Themen reinbringen, weil es dann eigentlich fast mehr einen Shitstorm auslöst. Das frage ich mich manchmal darum auch. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir sie noch nicht überlegt. Ich kann ja einfach meiner Freude Auskunft geben, dass ich endlich einen Termin bekomme, weil ich will reisen das Jahr, oder? Das ist meine Freude, oder? Und, ja, vielleicht muss man nicht so berechnen daran. Das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen. Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich will es wieder machen. Mhm. Okay. Ja. Gut, jetzt haben wir hier noch eine Frage reinbekommen, die wir gerne noch reinnehmen wollen, von der Karin Dachstock, angelehnt an Richard Wurmbrand, aber auch die Gemeinde in China. Wo siehst du für dich die Grenzen, wo du mit dem Staat zusammenarbeiten kannst und wo ist es angebracht, sich zu widersetzen, abzutauchen, sich hinzustellen und zu sagen, das geht nicht? Finde ich sehr spannend, die Frage. Johannes. Das ist eine enorm gute Frage, Karin. Danke vielmals. Ich orientiere mich da an ein paar Sachen. Einerseits die Stelle der Bibel, wo es klar sagt, dass wir der Obrigkeit sollen untertan sein. Und andererseits der Petrus, so sagt, man muss den Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt kann man das gegenseitig ausspielen. Für mich nicht. Dort hinein, wo es darum geht, dass ich nicht mehr von Jesus reden, dass ich nicht mehr zu meinem Glauben stehen. Und da gibt es ja andere Strömungen, die im Moment da sind als das Corona-Zeug, die wirklich auch schwierig sind, dass man kaum mehr zum Glauben stehen kann. Dort hört es für mich auf. Das Buch Daniel ist sehr zentral da drin. Wir sehen, wie er der Obrigkeit dient hat. Wir sehen, wie er Karriere gemacht hat. Wir sehen aber auch, wo seine Grenze war. Seine Grenze war, die Standbilder von den Regenten anzubeten. Und seine Grenze war, wo es geheißen hat, er darf nicht mehr beten. Hat er weiterhin betet in seinem Obergemach ein paar Mal pro Tag wie voran. Und trotzdem hat er dieser heidnischen Macht dienen. Ich glaube, da drin muss jedes dann für sich selber urteilen. Wenn wir nochmal zu Corona gehen, wir können immerhin, wir sind die Einzigen in der Schweiz, die noch uns versammeln können, zu 50 Leuten. Kein anderer Kulturbereich kann das. Also, unser Bundesrat, der ist nicht gegen die Kirche, auch nicht gegen den Glauben. Und wir können das Evangelium voll verkündigen über Livestream und im Moment auch oft in den Zeitungen, wo Artikel kommen über uns. Also ich sehe die jetzige Zeit nicht als etwas, wo unsere Regierung uns verbietet, über den Glauben zu reden, sondern ich spüre grosse Freiheit. Auch wenn ich gern wieder zusammenkomme, zum Gottesdienst zu feiern. Mhm. Danke vielmals. Ich denke, für Karin Dachstock ist das so vermutlich beantwortet. Sie kann gerne noch heute einen Daumen schicken, das kann man ja auch über die Social Media. Oder auch so, ja. Oder so, oder noch etwas mehr, Pünktchen. Wie auch immer. Wir haben auch noch ein Feedback bekommen vom Rösli Hirsbrunner. Vielen Dank, lieber Johannes, du sprichst mir aus dem Herzen. Wunderbar, das freut mich natürlich. Und wir haben noch weitere einfach so, Ermutigungen mehr, das ist auch immer sehr schön. Ich tue noch einmal gerne Ostern ansprechen, wo wir ja jetzt gerade hatten, Johannes. Ja. Wir haben noch 2-3 Minuten, habe ich das Gefühl. Was hast du erlebt? Das eine hast du erzählt von dem, wo noch wieder gerade eine Not eigentlich dir begegnet ist. Plötzlich hast du in Einsatz treten. Aber was hast du für dich persönlich auch vom Osterwochenende als stärkendes, schönes vielleicht noch erlebt? Das wäre doch noch von dir. Wir sind morgen um 7 Uhr vom Town Village, unserem Mehrgenerationenwohnen, sind wir zu 10. auf einen Hausberg gelaufen für uns, also ein Haushügel natürlich, Berner Oberlandberg, Haushügel gelaufen und haben dort gebetet über die Stadt, haben die Auferstehungsgeschichte gelesen und sind wieder zurück. Und dann bin ich in den Gottesdienst gegangen bei uns, in einen von den 3 Orten, wo man hin bei uns, im Jugendraum. Und ich habe etwas erlebt an diesen Ostern. Es ist nochmal darum gegangen, um all die sozialen Medien, vor allem Instagram, wo uns da so vorbildlich haben, was man alles sein sollte, wie man sein sollte und wo man dann ständig in Gefahr ist, zu vergleichen. Und das eigentlich haben wir zu Christus gehört, das nicht mehr machen müssen. Ich meine, das weiss ich schon lange, habe ich auch schon oft predigt. Aber dem Morgen ist es, am Ostersonntag, ist es mir eingefahren. Auch mir nochmal. Ich muss nicht jemanden darstellen. Ich muss nicht jemand sein. Ich muss nicht Applaus haben von allen Menschen. Ich darf einfach mich selber sein. Und das ist okay.
Ich meine, ich bin jetzt pensioniert oder teilpensioniert. Ich leite nicht mehr grosse Sachen. Ich trete in den Hintergrund in diesen Fragen. Aber ja, ich darf mich selber sein. Mhm. Sehr schön. Jetzt ist da von Moni Schneidrig noch eine Frage reingekommen, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, vielleicht wie das, was wir vorher schon haben besprochen. Was machst du mit den schwierigen Strömungen, die es uns echt schwer machen, alles zu verkünden? Ja, Moni, da macht mich viel traurig auch. Was gewisse Kreise sagen, sie seien tolerant und sind nicht tolerant. Und ich versuche es möglichst clever zu machen. Es heißt ja im Wort Gottes, sei klug wie die Schlangen, oder? Und ich habe da keine fertige Antwort, aber ich tue natürlich nicht jedes Fettnäpfchen eintreten. Und versuche immer wieder das Zentralste vom Evangelium zu erzählen. Und im Zentralsten vom Evangelium kann man auch immer wieder klar Text zu reden. Und das andere lasse ich oft jetzt halt auch auf der Seite. Danke vielmals, Johannes. Was ich an dir einfach auch immer wieder schätze, Johannes, ist, dass du es schaffst, auch auf eine kurze und knappe Art eine Antwort zu geben auf so, es sind ja immer grosse Fragen. Ja, ja. Das ist fantastisch. Teilantworten. Genau, das ist immer die Teilantwort. Das ist gut, aber genau, man kann ganz viel immer daraus nehmen und das ist super. Das Rösli Hirsbrunner hat sich nochmal auf YouTube gemeldet. Ich erlebe die Diskussionen unter Christen ähnlich wie im Bereich, wenn es ums Thema Heilung geht. Das lassen wir so stehen. Und sie hat da noch eine weitere Ergänzung. Das kann man dann auch noch nachlesen natürlich. Jetzt denke ich, sind wir dann ungefähr dort angelangt, auch zeitlich, wo wir jeweils gerne wollen, herkommen. Es gibt nächste Woche wieder die Gelegenheit, wo wir weitere Fragen gerne wieder aufnehmen können. Und ihr könnt euch schon im Vorfeld nach Fragen überlegen, die der Johannes Wirth eigentlich gerne hätte stellen. Es freut uns sehr, dass ihr so mitgemacht habt. Ja. Und wir wünschen ganz einen guten Tag und eine gute Woche, die verkürzte Woche, die wir hier haben jetzt. Und Johannes Wirth, auch dir viel gute Erlebnisse wieder. Gell? Danke, dass du dir Zeit genommen und dein Herz so wieder geteilt hast heute Morgen. Tschüss, bis bald. Danke vielmals dir für die Möglichkeiten. Ciao miteinander. Sehr gerne. Ciao.